Go to Marius. Wir sind weit gekommen in unserer Serie von Gott braucht gewöhnliche Menschen. Und ich vertraue mal, dass manch ein von Ihnen Mut gemerkt, was mal zu sagen, Gott braucht mich. Ich will von jou mit Ihnen eine Taubfutung merken, über was bedeutet Gott zu tun oder am Himmelreich zu schaffen. Wir wollen uns zum Anfang lesen, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Erste Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Das erste Ding, bevor wir hier lesen, weil wir verstehen, dass das Brief von Petrus, der ist an Christen geschrieben. Also Menschen, die sich zum Glauben bekennen. Und dann sagt er so im Vers 9 steht, aber ihr seid ein ausgewähltes Volk, den kenne ich sein Priestertum zu sein. Ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk. Dort die andere sein soll, wo wundervoll der ist, der jünd aus dem düsteren Rückgrat in ein sein wunderbares Licht gestellt hat. Bezieht unsere Radung von ewigem Leben, haben wir gleich bloß noch eine einzige Mission. Und das ist wiederzugeben, also Menschen bekannt zu machen, mit dem wir uns geraten haben. Also, da mal wir weiten, dort, wenn wir bekehrt sind, dann haben wir diese Pflicht. Das ist dann nicht freiwillig, das ist dann, wir sind erwählt worden, Priester zu sein, zum guten Dein. Also, an diesem Dienst wollen wir dann uns ein paar Dinge bechecken. Das erste Ding, was wir wollen uns bechecken, dort Gott braucht Männer auch Frühes. Also im Himmelreich sind nicht bloß Männer, auch nicht bloß Frühes brauchbar. Wenn wir diese Geschichte ein bisschen bekannt sind, dann würden wir uns schon sagen, dort will Gott den Menschen mögen, weil dort erst Gott sein Ebenbild ist, dann sind wir all zwei. Also vom Garten Eden an hat Gott dort gewollt, dort morgen früh Gott sein Ebenbild wieder spielen und wie morgen, wo immer waren, zwei Stück morgen früh brauchbar sind am Himmelreich. Nicht einmal aus Lied, einmal aus bloß der Morgen, einmal aus bloß der Früh, aber wir wissen dort alle Morgen als brauchbar. Wir können checken, nur Adam und Eva fahren sinnvoll, wir nicht taub und Arbeit gestellt worden. Wir fingen Abraham und Sarah, die werden ganz unbedingt taub angestellt, im Himmelreich zu sein. Wir fingen Priscilla und Aquila im Neuen Testament, wo er Hilfsmögen zum Menschen belehrt. Also immer sei wir dort morgen früh taub im Himmelreich brauchbar sind und auch manchmal einer oder der andere. Das zweite Ding, was wir dann bechecken, ist, der uns Dienst für Gott fängt immer an mit einer persönlichen Beziehung. Also, der zweite Punkt, was wir unbedingt, warum muss ein so mal das geschehen? Ich weiß das nicht mehr. Aber der zweite Punkt, was ganz unbedingt wir uns von dir mitnehmen, ist, dass wir können nicht im Himmelreich dienen, wenn wir nicht mit Gott verbunden sind. Wir wollen uns Johannes Kapitel 15, Vers 5 lesen, wo das steht sagt. Johannes 15, 5. Johannes 15, 5 sagt Jesus zu seinen Jüngern,
Ik zie de wien stuurt en je zijn de ranken. Wer an mij blijft en ik aan hem, der brengt veel vrucht. En mij kan je niets doen. Want we als normale mensen wel im Himmelreich bruikbaar zijn, dan willen we dat unbedingt weten dat dat heeft niets te doen met als ik morgen of een früh zie, God kan mij bruiken. Aber, wenn ich morgen oder eine Früh sehe, dann ist das zweite Ding an uns, ganz unbedingt müssen wir uns eine Relation abbauen mit Gott. Jesus sagt, wenn wir nicht an den Weinstock pot sind, dann habt ihr alle Tup nicht. Wir fingen in diesem Sinn, dass Gott siegt nur unsere Horten kennenlernen, Gott siegt, dass wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir uns dann mal ein paar Beispiele nehmen, dann finden wir, dass David wird in der Bibel beschrieben als ein Mann, der sich so abstellt, als Gott das wird tun. Wir wollten, dass wenn der Engel nur Maria kam und sie, du wirst ein kleiner Junge zur Welt bringen, dann sagt Maria, lass ihn wel passieren. Wir wollten, dass Anna, der da in dem Tempel am Gebet. Wir fingen so viele Menschen durch die Bibel, die eine Relation hatten. Der war das erste beschrieben mit, der trafen sich mit Gott. Wenn je beobachten wollen, Moses, der letzte Prophet, was jemals diese Ehe beklingt hat, nur meine Ehe, Moses wird beschrieben als der, wer sich jeden Tag mit Gott begegnet. Das hat nichts zu tun mit Moses will auf heute Gott anleiten, dass wir Moses will mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn du durch diese Serie all gekommen bist bei dem Punkt, wo du sagst, ich will unbedingt am Himmelreich bruchbar sein. Der erste Ding, was dir dann fehlt zu weiten ist, sich mal erst Gott zu begegnen. Ich will noch lesen 1. Samuel 16, Vers 7. 1. Samuel. Dus haben wir das Begegnen von Samuel soll in Kennig solven und Samuel seine Üben verladen werden. Dort sagt du, und der Herr sagte ihm, recht die nicht nur, wo am dort lad, oder du nur, wo groß heu gewachsen ist. Dessen habe ich zu sie gesagt, der Herr recht nicht so aus dem Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer vom Büten lad, aber der Herr checkt nur das Wort. Deine persönliche Beziehung mit Gott ist der Anfang von Bruchbarsein am Himmelreich. David wie ein Schubswort, der wie dort ist auf dem Fleck. Und der wie so leicht angesehen, da willst der Führer seine Jungs top kriegt, wenn du wie einer von den Jungs kennst, dann hat er nicht mal angedacht, dass David teilt. Vielleicht passt du auch als Schubswort. Aber das ist ein Ding wichtig. Wir sind dort an den Hort. Das dritte Ding, Daniel, weil wir hier handschrieben, gewöhnlich. Die Bibel lehrt uns so viel von, wo Gott Menschen brücken kann. In der Durchschnitt als immer gewöhnliche Menschen. Und vielleicht soll man sogar sich lernen, anders zu denken und sagen, alle Menschen haben ihr sind Menschen. Aber wenn wir Menschen und Menschen verschieden anchecken, dann fehlt es zu sagen, dass du brauchst ein Mensch sein, dann bist du brauchbar im Himmelreich. Wir finden, dass Gott raubt sich schwache Menschen, dass Gott seine Gnade verwandelt, diese schwachen Menschen, und dass Gott seine Kraft sich an diese schwachen Menschen bewiesen hat. Wir haben Moses, frisch, auf diese Liste, wenn wir denken, ungewöhnlich.
Vielleicht wo wir morgen noch zu bieten und dort Moses hat alles uitgefangen, dann hat abgegift. Dann hat sich 40 Jahre in der Wildnis rumgebiestert. Und so wie das wir weiten, der hat ganz von verjährten, dort Gott anbrücken will. Und dann auf einmal bejehen Gott sich den Moses. Und der will schon nicht sagen, weg, wenn er bloß Bratsches an. Aber auch mal, Gott bejehen sich den Moses. Wie fing Petrus im Neuen Testament, wo du so schrecklich sagst, häng an, nu wir nu ins wieder nu nicht, dort der alles Arnaschel getan. Wie weiten dort Martha, weil Jesus in der Hüstscheim, und du anfängst zu lernen, dann wird viel wahrscheinlich drauf mit Chile Rellenos bruden, der hat nicht Zeit, um sich mit dort weg beschaffen. Wir sind aber alles Menschen, was Gott brücken will, am Himmelreich. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26 bis 29 sagt es dort. 1. Korinther, Kapitel 1. Ist der Korinther 1 und ich lese du vom Vers 26 wieder. Brüder, denk du immer nu, wo dort wir aus Gott wählen deut. Du wirst nicht viel Wesen und menschliche Mut, nicht viel so Stärke, nicht viele, die in der Gesellschaft hochstünden. Aber was die Welt aus Ansehen unsagt, will Gott um die Weise schon zu merken. Gott hat das Schwache in dieser Welt gewählt, was stark ist, schon zu merken. Und was die Welt verachten hat und für nichts hält und was nicht wird ist, hat Gott gewählt, dort nicht zu merken, was in der Welt hoch steht. So kann keiner sich was für Gott anbilden. Weißt du, das ist schuld, dass wir im Himmelreich immer waren in dieser voll Nennvoll, dort wir meten uns nur die Welt ermutstark. Weißt du noch, die erste Klasse, wo wir hatten, war Gott braucht gewöhnliche Menschen. Du kannst lesen, als du was an die Salz mit Gott seine Uhren anzeigen oder mit dies. Du kannst wählen, als du was an die Salz anzeigen mit Gott seine Uhren oder der Welterde. An der Welterde Uhren sind wir so wenig Menschen brauchen. Wir können eigentlich sagen, keine. Wenn du was immer erst wäre, sein, was mehr von dir erwarten, als was du geben kannst. Am Himmelreich ist der Krieg angedreht. Der Korintherbrief sagt uns, dort, all dort, wo die Welt nicht brauchbar ist, an Gott seine Augen, als das grässlich brauchbar. Wir brauchen bloß ein gewöhnlicher Mensch zu sein, dann sehen wir in Gott seine Hänge, bitte gewöhnlich brauchbar. 2. Korinther 12, Vers 9. Du vertelt Paulus uns von seiner eigenen Schwachheit. Und er hat wohl 14 gebetet, dass Gott soll, dass du bloß mal futter. Und dann sagt Paulus, dass Gott seine Antwort wird existiert. Aber seine Antwort wird, meine Gnade ist genug für dich, weil meine Kraft als ein schwacher Menschen stark. Durch wen rede ich Leisten von meiner Schwachheit, dass Christus seine Kraft an mir zu sein ist. Du sollst nicht mal graut sein. Du sollst demütig genug sein, damit Jesus an dich schienen kann. Gott will gewöhnliche Menschen. So nur was zu nichts zu bringen sind, bitte zum das Evangelium predigen. Wenn wir diese 3 Dinge becheckt haben, dann wollen wir dann vielleicht nicht sagen, dass, oh wow, cool. Man am früher, wo mit Gott verbunden sind, und dann sagen wir ganz gewöhnliche Menschen. Dann aber fehlen uns nur noch die Einzelheiten.
Gewöhnlich würden wir uns immer vergleichen oder messen oder anjankern mit dort, was bekannt ist. Also, das so leicht, dass wir wollen vielleicht alle je gesagt kriegen, aber das ist so schwierig, dass wir alle wollen Zweck besorgen. Wir haben das bloß unsere Natur. Wir kommen bei diesen 3 Dingen vielleicht alle lang, aber dann denken wir uns so, okay, wenn Gott mir gewöhnlich ein Mensch brauchen will, dann will ich wenigstens erst ja weg sein. Und das ist nicht, was das Neue Testament uns lehrt. Gott braucht gewöhnliche Menschen, mit verschiedenen Gaben. Wenn je nicht anderes von dieser Sonntagsschule in Denk geholt haben, dann hol das eine Denk in Denk. Du sollst niemals nicht ab Fall die mit einem anderen Christ vergleichen, zum sagen, wenn ich doch die Gabe kann haben. Das kann man die nicht. Gott hat die begabt. Die allein die Gabe gegeben. Nicht, zum die mit anderen Menschen vergleichen und sagen, oh, wenn ich doch die oder die Gabe kann haben. Gott will die brauchen, korrekt, so dass die gemerkt haben. In der Heilige Jesus, was die Gaben stark merken, was die gegeben haben. Wie fing dort am Himmelreich, teilt Gott ut verschiedene Verantwortungen an verschiedene Menschen. Wir wollen uns blättern in Römer, Kapitel 12, vom Vers 4 bis 8. Römer, Römer 12, Vers 4 bis 8 sagt uns es steht. So als wir an einen Körper viele Glieder haben, in die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben, so sind wir viele ein Körper an Christus, und auch unseren anderen sind wir Glieder an ein Körper. In welch unsere Gaben sich tun unterscheiden aus uns genug geschenkt ist, weil wir da ein jeder tun brücken. Wenn dort Predigen ist, dann tun wir aus uns zu glauben geschenkt ist. Wenn dort dein, dann tun wir dein. Wenn lehren, dann tun wir lehren. Wenn ermahnen, dann tun wir ermahnen. Wenn geben, dann rechtlich. Wenn andere verstehen, dann flietig. Wer euch mitleiden zu sein, soll dort mit Frieden. Ich will ganz genau, dass jeder einer von uns, was bekehrt im Glauben ist, ja noch fern, dass ihr macht, an dieser Richtlinie kann Gott mir nur verbrauchen. Dann schwingen wir bloß nicht auf. Da bloß mal mit Schwung. Steh da bloß mal tau, dass du gut zu brücken bist, dann was fort. Der wichtige Punkt ist, wir machen uns nicht um sich verlegen. Wenn wir das Bild brücken, was Römerbrief uns feststellt, dann redest du von Glieder und Körper. Wir können nicht mal die 10 Finger, die wir haben, mit Finger vergleichen. Wenn der kleine Finger und der zweite Finger, das sind bloß zu so verschiedenste Dinge zu brücken. Sogar wenn ich in Aaron dieselbe Gabe habe zum Predigen, das dann noch nicht an mich mit denen zu vergleichen und nicht die mit mir. Wenn das du bist du und ich sie ich. Und Gott seine Gnade soll sich an mich beweisen, das soll sich an die beweisen, aber jeder einer an der Gabe, was der Heilige Jesus uns gibt. Wir machen die Verschiedenheit anpacken, aus was Gutes, nicht was Schlechtes. Wenn Menschen verschieden sind von dir, dann Friede. Dass mein Gott ist so kreativ. Gott ist klug genug. Ich wollte gleich anders sagen. Gott ist so sehr Gott, dass er uns so bütterlich verschieden merkt und uns alle brauchen kann. Du fehlt bloß Mut, unterpacken und Mut zu tun. Wenn wir Epheser Kapitel 4, Vers 11 und 12 lesen, Epheser Kapitel 4, Vers 11 und 12.
Epheser 4, Vers 11 bis 12 sagt dort es dit. Synagogen wären diese, dort einige aus Apostel, einige aus Propheten, einige aus Evangelisten, einige aus Horden, einige aus Lehrer anstellen deut. Dit deut hei am all Gott seine Kinder zum Christendienst reute merken, wo der Christus in Körper, dort ist der Gemeinde gebüht wird. Gott mögt verschiedene Guven, in einem Vers 12 sagt dort Gott dort mit Fliegt. Gott mögt verschiedene Guven an verschiedene Menschen nicht naja, das ist nicht besser uitgekommen. Dort wir von Anfang an Gott seine Geduld, dort wir verschieden beguft sind. Und dann sagt er, dit dort heu am alle, meint ihr dort du am besten mal eingeschlossen. Kein Christ kann sein, ich sie nicht beguft oder ich sie nicht zerbrochen. Und wenn du dort sagst, dann bist du ein Lehner und du verachtest Gott sein Werk. Krieg du bist von Gott beguft worden. Und dann sagt er dort noch ganz klar, wieso. Dit dort heu am all Gott seine Kinder zum Christendienst reute merken, wo der Christus in Körper, dort ist die Gemeinde gebüht wird. Du hast eine Guf und du hast eine Verantwortung, Gemeinde zu bühen, Christus sein Körper zu bühen. Wir finden verschiedenste Menschen, so zum Beispiel Deborah. Deborah wie eine Frau, war ein Rechter wie in Israel. Weet je, zu der Zeit, wo Deborah Rechter wird nur sehr schwach an geht. Du wirst kein Mann genug zum Rechter sein. Und dann wird du das früh. Du hast eine Relation mit Gott. Und Gott kann nicht brauchen. Esther lebt eine sehr schwierige Leben. Und wie morgen noch will es extra schwierig wird, dann fast die in Bett. Und Gott weiß sich, bitte gewöhnlich. Wir wissen, dort der Bibel sind Menschen immer zu einer verschiedenen Abgabe angestellt worden. Das Einzige, was das selten ist, das ist der Allmächtige Vater. Der beguft uns und der braucht uns, wenn wir uns brauchen lassen. Also verschiedene Guven. Gott wählt sich die und er jaft die Guve, wo bloß die ist. Du brauchst mal keine Erwartungen tun, wenn der andere hat auch nicht die Guve, die du hast. Sie bloß muss treu an dienen. Der 5. Punkt, was wir hier bieten, Gott beguft Menschen, so wie wir uns in Epheser gelesen haben, Gott beguft Menschen nicht bloß zum Scheinen. Gott beguft Menschen, zu dienen an Demut und an Leib. Der Drief am Himmelreich ist ganz anders als in der Welt. Und hier ist, wo das wahrscheinlich für uns alle meist einmal ein bisschen schwierig wird. Wer von Ihnen hat einmal angedacht, dass bei der Kirche sind keine Menschen, die an mir rangehen? Steht auf das mal tau. Okay? Und alle, die nicht die Hand abgehoben haben, haben die Rutsch gelernt. Ich war dort vielleicht nicht konzentriert sein, aber meist. Weißt du, was so uns dort passiert? Wir haben dort erst wie von der Welt mit einer Zweiten angeschleppt, dort alle Menschen sollen mich Armetschiedetje pflegen. Ich will Ihnen so einfach ein Beispiel geben. Wenn du keine Freunde hast, das ist eigentlich nicht der Menschenraum, die erschöpft, das dienen. Menschen nur den Haus anladen, als Kracklecken weit auf, was man Menschen die nur der Erde anladen. So, wenn keiner die anlädt, vielleicht so ein gute Teken Jesus mal wem anladen. Das Dein
Das gleich dort, wo der ganz wenigste manch uns gelehrt wird, wenn wir haben die Tür von der Welt. Ich will ein Christ sein, aber ich will ein Christ sein, dann soll die ganze Zeit sich an mich kümmern. Wenn ich sehe, der Armste, wo dort so schändlich nötig an allem fehlt, nur dann leer ist. Wenn du Rettung erlebt hast, dann ist dort an die Rettung wiederzugeben am Dienst. Nicht tust zu sagen und zu lernen, der war mir mal alle kommt fliehen. Wir fingen nicht ein einziges Beispiel durch die ganze Bibel, wo erst wer sich durchsagt und sagt, ja, ich sehe einen Christ, nur was lernen, aber die anderen Christen mal waren Fan sein zu mir. Und wenn ich einmal so fängt, dann sage ich mir dort, na, weil ich meine wird besser, aber ich fing nicht ein. Wir fingen bloß verschiedene Guven zum Dein, nicht zum Gedeint sein. Wir fingen Jesus beim Feitwaschen. Weet je, wo groß das Bild vom Feitwaschen ist? Der Meister, der wascht die Jünger der Feit und sagt, der Tag, damit je ein Bild kriegen von was Jesus angehen. Keiner von uns hat die Freiheit, erst zu sagen und zu lernen, erst selber mal kommen, waschen. Aber wir haben alle die Pflicht, gut mal erst werden die waschen. Markus Kapitel 10, Vers 45, wenn wir uns dort lesen. Markus 10, 45. Markus 10, 45 sagt, sogar die Menschen sehen schein nicht, sich bedeuten zu lassen, aber zu deuten in sein Leben zu geben, Fehler loszuzeigen. Wir wollen uns an Jesus das Beispiel nehmen und uns selbst mal Fan der Meinung sein. Du bist nicht gewählt, zum die Leute bedeuten. Als Christ bist du gewählt, dein Leben handzuopfern, dort andere Menschen waren, dem Zahn, wer die geraten hat. Wenn erst wird, durch die Geschichten, die ich erzählt habe, hier in Sinachsamars klar ist, dort hat noch einmal bloß zu tun gehabt damit, bist du ein Christ, wo du reit hast zum sagen, Gott braucht mich, ich will gehen. Dort hat noch zweimal erst wo, dort am gehandelt, dort erst wo wir ein Christ. Und dann sagte er, ja, nu muss ich mal schweren Sachen und warten, aber alle Christen, das muss beifallen, ist, das mich viel zu bedeuten. Mag Gott uns am Dein kriegen. Wir fingen dort das Dein bringt ein großer Einfluss. Das Himmelreich wird durch Menschen gebüht oder verspreut, wird sich ganz hingeben. Wir fingen dort das Einfluss auf einen großen Part von unseren Gutbrücken, aber wir haben einen großen Part von bloß uns Leben. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen, dass erst wer bloß hat sein Leben ernst genommen. Vielleicht fällt mancher von uns sich so, die sollen vielleicht mal geschafft merken und im Protest aber Platz an ihnen, aber ihr Leben für Leben mit Botschaft bringen. Das ist nicht das Ziel. Wenn Gott ihn beraubt, dann tut er. Und wenn Gott nicht hat, dann tut er nicht. Wir müssen unsere Familien pflegen, wir müssen in die Wirtschaft wiederkommen. Aber wir müssen damit bewusst sein, dort sehr wahrscheinlich wird ein Teil von unserer Missionsarbeit unbewusst getan. Da hat bloß zu tun mit Männern früher, die treu sind durch ihr Leben.
Wir haben ein so schmackes Beispiel von Timotheus. Timotheus war ein so junger Bengel. Und in was die Kindheit so kalt beschrieben. Aber wenn wir uns die Geschichte von Timotheus bechecken, dann merken wir, dass der hat eine Mama und der hat eine Großmama. Und die Mama und die Großmama haben nichts anderes getan, so wie die Bibel sagt, als bloß Christ gewachsen. Paulus schreibt zu Timotheus und dann sagt er, weißt du was, deine Mama und deine Großmama haben wahrscheinlich gute Arbeit getan. Da haben die von so klein, was du nicht bist, mit der Heiligen Schrift bekannt gemacht. Vielleicht, wenn wir du anfangen, ein Bewusstsein, dass dein Leben kann entweder der größte Segen Einfluss sein oder der größte Fluch. Weißt du, ich kann so eine interessante Beziehung mit einem plattdeutschen Mann. Der sagt es zu mir. Meine Eltern, die waren noch mal ganz allein gestorben. Ich habe von 4 Jahren an Garten geplant. Dort von 4 Jahren Garten geplant, bat er sich befreit. Nicht ein einziges Mal sich geläuft, angenommen oder abgenommen gefällt. Da wie ein Fluch in der Familie groß geworden, wenn das Einzige, was sie im Vorder hatten, nahm sein wie ein Kinderschack und ein Gartenschack. Das ist nicht, von was das Einfluss redet. Das Einfluss redet davon, dass du lebst dein Leben, so dass die Menschen rum die zum Himmel fingen. Wenn du nicht gewählt bist zum Prediger, wenn Gott dich noch nicht nach China geschickt hat, das ist okay. Was nicht okay ist, als wenn du glaubst, dass du dein Leben so leben, dass alle Menschen rum die zwei gehen und du wirst dann noch ein Christ sein. Gott hat die gewählt, den Menschen rum die in Einfluss zu sein, so dass die von dir vertrauen, wo von großen Segen du zu dir gewachsen bist. Du sollst wirtschaften, warum muss ein Malingen, Ackern und all diese Dinge. Dort merkt die Sache, dass der zweite steht, und dass der erste steht, Segen, Radung, Heilung, all das, was Gott von uns will, wiedergeben ist. Dann wird all das evaluiert. Okay sein. Dann, wenn wir diese Dinge taubfugen, dann bleibst du noch ein Ding. Ewa. Diese Beraubung der ist nicht einmal sein Wanner. Der teilte von dir. Gott hat noch niemals einen Mensch geraten, zum den 10 Jahren Luther sei, nu kostet mir dein. Gott raubt Menschen in die Distanz von dieser Welt rüt. Nicht zum Erschuhe, Finger und Barsch setzen und Dümmes drehen. Weil wir uns so bloß mal bildlich feststellen dort, Gott siegt Arbeiter. Und dann geht er durch den Dorf und dann fängt er dort, du hast einen Peitern, du hast einen Johann, du hast einen Ohren. Und dann sagt er zu dir, hey Jungs, komm mal her, wir wollen schaffen gehen. Und dann ist er am einen Dorf ein Mesquitenbusch und dann sagt er zu dir, seid ihr hier mal durch, na mir da erst was befallen, dann wird ihr in Sein kommen. Das ist nicht, wo das Himmelreich schafft. Durch die Bibel fingen wir Menschen, die du angespart waren, Jesus nur zu folgen, aber das fühlt. Du brauchst nicht erst 20 Jahre sein. Du brauchst nicht erst befreit sein, du brauchst nicht erst Kinder haben, du brauchst nicht erst große Kinder haben. Gott will die von dir, von dir, was du stirbst. Das ist ein Ding, was sogar mich manchmal sehr schwer fällt.
Ich sie so jung. Ich sie so lange Zeit. Der jüngste Mann gewesen, auf Bibel stehen. Und das hat mich so viel gekostet. Ich kämpfe damit, dass ich gut zu Gott sagen, hey Gott, weißt du was? Das ist cool, dass du mich brücken wirst, aber wo würde es sein, wenn du musst 15 Jahre warten? Aber ich erwassen sie. Du hast nicht Zeit, zum 15 Jahre warten. Das fehlt von dir und die. Gott hat die geraten, nicht zum Wohl sein, aber naja. Gott hat die geraten, zum die von dir brücken. Gott sein Himmelreich, was gebüht von gewöhnlichen Menschen. Gott sein Himmelreich, was gebüht von meiner Einflüsse. Gott sein Reich, was von dir all gebüht. Wir haben nicht Zeit zum Lernen. Mal sehen wir nachher. Jesaja, Kapitel 6, Vers 8, sagt uns das. Jesaja, Kapitel 6, Vers 8. Jesaja hat eine Begegnung mit Gott. Und die Begegnung mit Gott, die Jesaja hat, ist eine Botschaft von zwei Dingen. Das ist eine Botschaft von Verdammung. Das ist eine Botschaft, wo du Gott sein Ohr rütlat und sagt, wow, ihr habt nicht versündigt und der Strafe, der wird so schrecklich sein. Und diese Botschaft fing wir aber eine Botschaft von Hoffnung, wo du sagst, Gott will deine Sünden vergeben. Und das sperrt sich so ab der ganzen Welt, wo Jesaja zu der Zeit von wir alles nicht brauchbare Menschen. Oder? Vielleicht soll wieder anders sein. Wir werden alles brauchbare Menschen, die Leute sich bloß nicht brauchen. Dann sagt Jesaja, und ich hier dem Herrn was sagen, und er sagt, wem soll ich schicken? Wer wird für uns gut? Diese Einstellung von Gott, die fing ich von der ersten Tag noch so wahr aus zweimal. Gott siegt aus wem der schatten kann. Gott siegt nur aus wer du was gut. Wenn Gott die in freien Welt gegeben hat, ist diese Frau zu die von der noch einmal jährlich. Und wenn wir den Vers einlesen, dann sagt er, du in Jesaja seht, ich sehe hier, du kannst mich schauen. Wo ist das bei dir von dir? Bist du einkoppig und wirst dein ganzes Leben lang in der Schweigenbank sitzen und sterben und nicht gewusst haben, was du gelebt hast? Weißt du, von Montag bis Sinn und schaffen und down, recht zu werden, für das, was du einmal nicht warst, mit den Ewigkeiten annehmen, und dann Sonntag kommen in die Bänken schlucken, wenn du dir hast vielverständlich sagen, über Arbeit. Oder weißt du, einer von diesen, wer die Hand abheben und sagt, du kannst mich schauen. Gott, wenn du weißt, ich sie rein. Ich kann ganz mit Frieden gewesen sein, dass wenn die eine Entscheidung treffen, Gott die ganze Hand zu geben. Das war das ganz Schönste, das ganz Spannendste und das ganz beste Leben sein, was ich jemals haben könnte denken. Das ist nicht schwer, Gott sein Welt zu weiten. Das ist noch niemals schwer gewesen. Das Schwere, das will ich sein, das zu tun.
Wenn dat meint zoveel, dan moet ik van mij met vergeten, oder ganz. En dan moet ik mijn leven God handgeven en zeggen, zoals du was, dus dat fijn. Mag God ons de uren opmerken, zijn willen te zijn. En dan aber ook, mag God ons den willen geven, willig te zijn, om Himmelrijk bij te voelen. We hebben te beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du uns gemerkt hast und dass du in jedem einen von uns am Himmelreich Brücken kannst. Wir weten, dass du uns Brücken weißt und wir beten von dir, dass du uns was Wohlgehalten geben, uns ganz an deine Hände zu geben und dass wir dein Himmelreich bauen können hier bei ihr. Ich bete für jeder Mann und für jeder Frau hier von dir. Ich bete für jedem ein, wo dort weiß, dass er ein gewöhnlicher Mensch ist. Ich bete für jedem ein hier, wer an der Welt ihre Uhren zu nichts bringen ist. Ich bete für uns alle. Denn wir sind alle gewöhnlich und nutzlos Brüder. Wir lassen uns von dir bringen. Wir beten, dass dein guter Wille, dein vollkommener Wille durch uns mag ja wirkliche Wort hier in unserem Gegend. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.